Habe dir Servus, grüß euch und Servus zu einer neuen Folge von Minecraft mit Mo. Bin gerade ein bisschen frustriert. Wisst ihr warum? Ich sehe das gerade in meiner Hotbar, ein Axolotl-Eimer. Ich war gerade schön, ich habe gerade Aufnahme gemacht, 22 Minuten. Bin umeinander gerannt, unten in der Lush Cave. Eigentlich wollte ich halt die große Lush Cave Erkundungsfolge machen. Haben die Aufnahme beendet. Schauen wir es nochmal so an. Merk, oh leck, was ist jetzt los? Es hat ungefähr die ganze Zeit den Screen da gegeben. Also den zurück zum Spielscreen, wo die ganze Zeit nur mehr Maus umeinander ist. Irgendetwas hat wieder gesponnen und es hat nichts aufgezeichnet. Also meine Stimme und alles und den ganzen Game Sound, alles hört man. Nur ist auch kein Beutel mehr. Deswegen fasse ich euch einfach kurz zusammen, was ich da habe in der Folge. Es tut mir unglaublich leid. Habe mich extra gefreut, ja, endlich wieder produktive Folge. Na, habe mich früh gefreut. Ja, da also einen Busch gepflanzt. Ich habe 3 Zombies. Ich war unten in der Mine. Da unten. Und ich habe mal Axolotl mitgenommen aus der Lush Cave. Und eigentlich habe ich auch gesagt so, schreibt bitte in die Kommentare, wie der heißen soll. Das könnt ihr natürlich gerne machen, weil ich will jetzt nicht die Rohaufnahme da auffüllen. Ich habe da was gebaut. Und wenn du da oben gehst, ist auf jeden Fall da unser Lush Cave. Ich bin gerade ein bisschen geflasht, sagen wir es so. Weil ich mir echt viel Mühe gegeben habe in der Folge. Und bin da hinten mal wieder gestorben. Wer kennt's nicht? Ja. Ich habe einen Enderman besiegt. Habe jetzt wieder eine Enderperle gefunden da. Ich habe da alles ausgleicht. Genau, ich habe den Weg da aufgemacht. So. Dass uns da auch nichts spawnen und so. Kann ich da alles ausgleicht. Und genau. Das macht aber jetzt auch nichts, weil dann tue ich jetzt halt einfach. Oh, da ist wohl der beste Mob der ganzen Welt gestorben. Klaus Wild. Ich habe damals nicht für einen Klaus Wild gewotet. Ich habe für einen. Warte mal. Was war denn da? Klaus Wild. Dann hat es noch Isolager gegeben und Moobloom. Ich habe für einen Isolager gewotet. Perfekt. Ich habe für einen Isolager gewotet, weil ich mir denkt habe, der schaut echt geil aus. Jetzt ist ja Minecraft Dungeons drin. Macht da nix. Minecraft Dungeons spiele ich eigentlich in meiner Freizeit eigentlich. Oder beziehungsweise haben es früher recht oft gespielt. Zurzeit eher nicht mehr so. Ist auf jeden Fall ganz ein cooles Spiel. Ich habe mir glaube ich auch alle DLCs dazu gekauft, weil es mir wirklich gefallen hat. Ist jetzt aber auch wieder eigentlich eher. Ja, schreit nicht umeinander. Ist eigentlich jetzt auch wieder recht Pay to Win geworden. Mit dem, oder was heißt Pay to Win? Es gibt jetzt also so einen Battle Pass und so einen Turm, wo du irgendwie so Wellen machen musst. Und ja, das hat mich jetzt persönlich nicht so angesprochen. Habe ich mir jetzt auch nicht gekauft, weil ich habe es mir an der Switch geholt, weil ja, ich bin ein gebürtiger Switch-Spieler. Habe mir an der Switch geholt. Und da kannst du das Ganze mit Microsoft Account verknüpfen, kannst du eigentlich nur mit Nintendo Switch Online machen und das kostet ja 20 Euro im Jahr. Also mein Bruder hat's, ich selber habe es nicht, weil ich mich halt einfach auch, ich spiele ja nicht mehr so oft Switch, also ich spiele jetzt eher da am PC. Kurzer Tratsch mal für zwischendurch, ja. Da Runden finde ich brutal, wie verändert man das spawnen. Also ich habe da schon wieder einen Blinzeln sehen da hinten, wenn es mir nicht alles täuscht. Genau. Plan für heute. Die Dingweite erkunden. Also, ich glaube, es wisst ungefähr, wo ich war. Aufgrund von die Fackeln. Da ist einer. Das war jetzt, glaube ich, ein bisschen scheiße. Ja, oder er wollte einfach schwimmen. Oh, da. Wo bist du? Ha! Komm her bitte. You spin my head right round, right round. Right. Ja, das bringt jetzt auch nichts. Das ist umeinander. Ich bin ja da.
Bitte komm noch mit. Spätel. Leg dir auf, kräftig zu da. Du brauchst nicht wieder tanzen! Das Eisenschwert, da kann ich mit dem Stecker auch zuhauen, so stark ist das. Hat natürlich nichts drauf, gell? War da zu schön gewesen. Gut, da hinten ist ein Zombie-Safe. Oh, Creeper! Wo bist du, Creeper? Ah, da hinten. Kommst du hier? Feiner Creeper. Ja, ganz ja feiner Creeper bist du. Bumm! Bombenleger. Was ist da? Was ist da unten los? Einfach Höhle. Da können wir uns eigentlich ganz viele so kleine dekorative Büschchen mitnehmen. Ist Büschchen ein Wort? Ja, gell. Büschchen. Ein Busch. Keine Büschchen. Das ist ein wenig komisch, weil da oben habe ich wieder einen Creeper gesehen. Bang! Das Potenzial dieser Bären ist einfach krass. Krass. Ach, das ist schon wieder einer. Geh einfach mit Luft. Nervt mir jetzt gerade echt ein bisschen, dass die Aufnahme in der Aufnahme, die war eigentlich echt produktiv. Schon wieder einer! Es gibt aber soweit ich weiß keinen Creeper Spawn. Ich habe Angst, dass ich mich da verlaufe. Dann muss das Eisen da noch mit. Und gleich ist unser Pickaxe kaputt. Geilo. Da bin ich schon wieder Zombie umeinander. Das können wir aber gleich ändern. Gibt's nichts zum Winseln, stirb einfach. Also das kann sich über mehrere Folgen erziehen, muss man mir da in der Lush Cave Erkundung machen. Also einfach nur schnell mehr auf 20 Minuten die Lush Cave durchgrinden wird da nix. Das wird Jahre dauern, da irgendetwas zu finden. Ah, komm, der Trick. Nein, mit dir habe ich schlechte Erfahrungen. Du hast mir in der Aufnahme, die wo natürlich nicht gelohnt hat, hast du mich erschossen. Das lässt mich lieber. Aber schaut her, also das ist jetzt unser Lush Cave. Und Auftrag an euch, Namen in die Kommentare schreiben. Für Axolotli. Wenn keiner was reinschreibt, nenne ich Norbert oder so. Norbert ist eigentlich voll der geile Name. Norbert. Ich und mein Bruder, wir haben einmal Minecraft Code auf der Switch. Da
Da haben wir auch so einen Code. Der Johann, mein Bruder. Ja, ist jetzt wurscht, Namen liegen ist wurscht. Er hat ihn auf jeden Fall Neo genannt. Neo. Und eines Tages, die Welt war noch jung, scheiß drauf, eines Tages ist er jedenfalls ans Meer gegangen. Wir haben so eine Meerbase gehabt, wir haben mehrere Basen gehabt und wir waren halt an der Meerbase. Und er so, ja, ich gehe jetzt mit dem Neo schwimmen. Hab ich gesagt, pass auf, gell, nicht, dass er da abtut. Nein, das passt schon. Ja, schlussendlich ist er ihm davor. Wer hätte es auch ahnen können, es werde anders sein. Vor allem, es werde anders sein. Gut. Dann habe ich euch jetzt das erzeugt. Dann möchte ich jetzt auch gut so ein großes Ding drum machen. Schade natürlich, dass es nicht gelohnt hat, die Aufnahme. Also wirklich, ich kann euch gerne die Folge auffilen mit dem Standbild, aber ich glaube, ich tue euch davon bewahren. Ich habe aber da an die Enderperlen, da an Tonklumpen, das da habe ich mitgenommen, also Moosteppich, so Azaleen. Mit denen können wir da draußen eigentlich recht schön dekorieren. Wieder da Azaleen. Genau. Habe ich alles gemacht. Dann habe ich aber jetzt doch noch was an der Tagesordnung, dass ich nicht nur 5 Minuten Video mache. Habe ich noch was an der Tagesordnung und zwar möchte ich einen kleinen Teich bauen. Ja, einen Teich. Und zwar, vielleicht gehen wir da hinten. Oder vielleicht da vorne. Aber da ist Wasser so kalt. Das vertrocknet mit Wachsrottel nicht. Man kann einen kleinen Teich bauen. Vielleicht da so. Genau, ich baue jetzt einfach den Teich da und ich sehe das eh, gell? Sauber. Also, wir haben jetzt unseren wunderbaren Teich gebaut. Wie ihr es in der Timelapse gesehen habt, hat schon wieder das Ringer angefangen. Und, was ich auf jeden Fall jetzt noch da muss, ist, dass ich mein Eisen schmelze. Das habe ich schon fast vergessen. Und zwar, ich glaube, ihr seht unsere Rüstung komplett hier. Okay, das bringt nichts. Und darum haben wir nicht mehr heim. Und ich möchte jetzt wirklich mit zügig schauen, dass wir mir mal ein gutes Rüstungszeug kriegen und uns einigermaßen gut verteidigen können. Bringt zwar auch nichts, wenn ich durchgängig stirb, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Beziehungsweise ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Na gut. Dann haben wir jetzt den Teich gebaut. Das schaut jetzt eigentlich schon so cool aus mit dem Teich gezeigt. Da haben wir unsere Mine, da haben wir unsere Schneefarm, da haben wir unser Netherportal. Da möchte ich übrigens auch mal wieder reinschauen. Zwecks Lohnrouten, dann haben wir nämlich das Thema auch abgeschlossen. Und unten können wir eigentlich eh gut unsere Enderman farmen. Also ich habe jetzt, indem dass ich unten war, in 20 Minuten 3 Enderman gefunden. Also wenn sie das so öfter so zögt, dann bin ich da echt froh. Genau. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Heute war so ein bisschen kürzer die Folge. Aber ja. Lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da.